Also mein Zeitverständnis ist sicherlich ganz stark geprägt durch mein christlichen Glauben, dem man folgendes sieht: Gott selber als präsent an der Zeit in Sto, an der Zeit von den Menschen, und zwar besonders hinter der Inkarnation, wohin Christus an die Welt kommt, an der sogenannten Fülle der Zeit, wie die Bibel, die Schrift sich ausdrückt, wo noch die Plenitude du Temps mit sich gebracht hat, aber an der Zeit eine extra Füllung wird, nämlich durch göttlich präsent, als hier in selber da auch stehende Menschen zur Seite, und das prägt mich ganz stark, sodass auch mein ganzer Lebenslauf stark geprägt ist von der ganzen liturgischen Zeit, die dort damit zusammenhängt, zum Beispiel mein Jahr als ganz stark bestimmt durch liturgisches Jahr, so wie die Kirche viel gesagt, den Adventszyklus mit Christtag, dann den Osterzyklus mit der Fastenzeit, wie dann das Osterfest an so viel, und dann die normal ordinäre Zeit dann drin, mit den verschiedenen Bereichen, mit den verschiedenen Inhalten, auch theologischen Inhalten, das doch ganz bestimmend an meinem Leben. Und plus auch den einzelnen Tag, weil ich geistlich bin, also auch mein Tag geprägt durch die verschiedenen Gebetszeiten, Morgens an dem halben Tag, Oves und auch nach Oves spät, dass auch dadurch eine Struktur an meiner Zeit racken durch das Gebetsleben, was mich auszeichnet. Bien, ich gebe so mich persönlich das Studium von Naturwissenschaften. Das heißt, Irene mehr einen Ableger an Naturwissenschaften hat den Zeit mehr als eine Subjektivgeschichte angesehen. Es hat den etwas fand, dass es lang wird, und etwas fand, dass es kurz wird, je nachdem, wie die Situation war. Aber nachdem dass Möglichkeit hat, wenig mehr wissenschaftlich an die Sache ranzugehen, hat einen anderen Bezug zur Zeit gekriegt. Und hat sich mit der Zeit mehr objektiv beschäftigt. Das heißt, er hat den Zeit und Objekte gebunden. Das Wort objektiv ja eigentlich sieht, und Objekte gebunden, und damit auch eine Bewegung. Also unabhängig davon, dass ich keine richtige Zeitkonzeption habe, meine ich. Also ohne Zweifel aber den Auflauf vom Leben. Solange wie ich jung war, ganz jung war, habe ich gemeint, ich hätte unendlich viel Zeit. Zeit war etwas ohne Ende. Und man weitere Wursten, man gucken, fällt irgendwie ab, dadurch dass Leute sterben, dadurch dass Prozesse auf ein Ende kommen, dass Zeit in Ende wird, an das auch freizeitig kann unterbracht gehen, woraus sich dann auflädt, dass Zeit nicht mehr etwas Endloses, etwas Zeitloses, als mehr etwas, was sich mit Etappen aufspielt, den aber nicht vorausgesehen. Wie ich jung war, gemeint, ich hatte unendlich viel Zeit für unendlich viel Sachen, dann bin man wirklich, dass Zeit nicht mehr vergeht. Der Verdacht hat ihn auch wie jung war, damit das auch kann endgültig unterbracht gehen wird. Zum Reflex feiert, so wäre das bei mir, wenn ich das kritisch gucken, dass ich probiert an der Zeit, die ihn zur Verfügung hat, von der ich nicht weiß, wie lange das dauert, mehr wie Leben zu feiern. Also das kannst du mengen, als ich global 40, 50 Jahre hat. Ich hatte schon die letzten 20 Jahre so gelebt, wie wenn ich mit Zeit die Richtung noch soll kommen, noch 14 für sie auszuleben. Und dafür habe ich nicht nur einen Zeitbegriff, mehr großen Zeit durch anlegen. Das war dort sicher meine Formation, meine Formation, und das war rein philosophisch. Und da war tatsächlich, dass man so ein paar die Philosophen wie der Kant, den Husserl, den Hegel, die mich gelehrt haben, Zeit denken als etwas, was für allem nicht an die Sachen dran liegt, mehr als etwas, was an mir dran liegt. Und von dem Grundgedanken, Zeit als etwas, was an mir dran liegt, und Zeit als etwas, was ich an die Sachen ranlegen,
huet sich auch még aner Fistellung oder még Zeitfirstellung dran entwickelt. Den permanente Versuch d'Aarbecht an Famill mat den ze koordinéieren an iwwer Trollen ze kommen. Dat heech se wuel dat deen perfekt ze mache, wie ze versichen Familieliewen perfekt ze gestalten. Wann in Zeit so guckt, wie die verschiedene Leute se erliewen, ass dat ganz unterschiedlich, wat fir den kurz ass fir den andere lang, wat zu eng gewissen Moment vum Liewen viel Zeit huet, Manner Zeit, also de Begriff Zeit das ganz variabel vun der Funktion vun der Person, ja, Funktion vun dem Moment, wo lieft, an dafür kann ihn die Zeit als ähnlich Begriff vielleicht nicht so direkt definieren. Das war am Anfang bei uns am Anfang ganz frei schon über Zeit geschwärzt, weil mein Papa am Anfang Auermecher, sodass ich am Anfang schon ganz als Kind schon mit der Zeit an Konfrontation war. Und das hat dann hauptsächlich dann natürlich mit der Muße von der Zeit. Und dann los geht ich auch bewusst, dass am Anfang Zeit sich andelen könnt, also dass ihr sich in eigene Zeit andelen könnt. Und einerseits, dass die Zeit, die ihr lebt, am Allgemeinen angedeelt ist. Sie hat einerseits für sich selber, aber weil am nächsten am Anfang der Fall ist, von anderen, sie hat von fremden Leuten oder von anderen Evenementen, sie hat von den Zug muss holen, respektive, wenn es schaffen geht, muss in einer gewissen Zeit da sein. Und dann ist man am Anfang an der Richtung relativ frei bewusst gehen, dass das an der Richtung so das ganze Leben am Anfang determiniert. Informationen im Körper, die ich mich selber. Ich sehe mich als kleiner Jung, dann als Adolescent, dann immer mehr Wissen. Und sogar mit der Zeit trägt auch den Alterung bei. Und ich meine, das ist wahrscheinlich das, was mich Zeit am präsentsten mich und am körperlich am Anfang zu verspüren geht. Bësselchen zwee alleen, fir d'éicht den Oflaf, wat immer rëmkennt, den Oflaf vun der Zeit. Zum Beispiel den Oflaf vun der Zeit am Laf vum Joer, Joreszeiten, a auch die Sozialstrukturierung vum Joer durch Fester, durch Feierdeich. Der zweet ass d'Erinneren, versichen zu verstoen vun dem wat war, an der Vergangenheet, dat heißt, das hängt doch ein bisschen mit meinem Studium zusammen. Als Literaturwissenschaftlerin, als Historikerin probiere ich zu verstehen, was damals geschrieben ist. Ich probiere zu rekonstruieren, was sich damals zugedrohen hat. Das war zu merken, dass Zeit vergeht, in dem Sinn, dass sie nicht mehr kennt. Das ist nicht immer ganz einfach nur zu vollziehen, wie nie das für dich war. Vielleicht war das, wie mein Großpap gestorben ist, vielleicht war ich ein bisschen zu jung, für das richtig zu realisieren.
Wenn ich richtig drüber nur denke, die ich wo ich das wirklich gemerkt habe, dass Zeit darüber geht, das war nur mein primäres Examen, obes sind ich Landschminale Lisse gegangen. Und du hast gedacht, du hast eine Periode in meinem Leben vorbei. Du hattest für dich hier wirklich das Gefühl, du hast etwas aufgeschlossen, was so nicht rum kann, das nicht, was du geht. The biggest influence on my own conception of time has been my reading and study of history and historical events. Music is very much associated with historical periods, historical styles, historical fashions, and my extra musical reading has taken in historical events, philosophical ideas from the past, even theological ideas from around the world, and the realization that each period in history thinks it has had something of the philosophical answer to the why and wherefore of creation. The realization that each period of history was wrong and that there was more to be asked. I think this has made me realize more than anything else that time is something that is insoluble in that respect.